Herzlich willkommen hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch, und eigentlich wäre ja am Wochenende Pokémon Snaps Finale mehr oder weniger angestanden. Ich habe die Aufnahme auch gemacht, aber leider ist mein Aufnahmeprogramm crasht und ich weiss, ich bin jetzt spät dran mit dieser Folge, aber ich denke, dann tun wir einfach mal alternativ etwas anderes ausprobieren. Und zwar bin ich da auf meiner Switch, und zwar bei alle Software. Ich weiss nicht, vielleicht nimmt es ein oder andere Wunder, was ich alles so drauf habe und was ich schon gespielt habe oder nicht gespielt habe, oder wann ich in Zukunft einmal noch vorhätte zum Spielen oder nicht. Da ist, gibt einen kleinen Versuch, und der ein oder andere Schnitt werde ich unter Umständen auch hier machen, wenn ich dann unter Umständen gerade mal nicht weiss, was sagen. Ich bin das Ganze jetzt am Nachspielen, weil das Pokémon Snap automatisch dort speichern. Ja, darf jetzt eigentlich mehr oder weniger das ganze Spiel nochmal halbwegs durchspielen, damit ich wieder zu der Schlussfrequenz komme. Ich hoffe, dass ich da bis zum nächsten Wochenende schaffe, und sonst mache ich dann halt da aus dem irgendwie einen Zweiteiler oder irgendwie sonst etwas Alternatives, wird mir schon in den Sinn kommen, und ich werde ausprobieren wollen. Somit tue ich mich sicher mal entschuldigen, dass das Video nicht rechtzeitig kommt und dass eben am Sonntag kein Video gekommen ist. Das ist das zweite Mal in den 3,5 Jahren. Einmal habe ich das Video erst am Montag gebracht, einen Tag zu spät. Aber sonst bin ich eigentlich mehr oder weniger immer pünktlich gewesen. Ich hoffe, dass sich der Schlendrian nicht wird einschleichen, und am besten hören wir jetzt einfach auf mit dem Reden und lassen los. Also, da haben wir sortiert nach Titel. Sollen wir da machen, oder? Längste, komm, machen wir nach Titel. Das ist schon gut. Lassen wir es, wie es ist. Also da, 51 Worldwide Games. Ganz Haufen Spiele drauf. Habe ich mir gekauft, und ihr seht oben draus Zeichen, habe ich auf einer Cartridge. Also, habe ich physisch, nicht als Download. Habe ich auch mal angespielt, aber wirklich viel Zeit investiert habe ich noch nicht ins Spiel. Müsste ich ehrlich sein, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 2-3 Stunden gespielt. Wenn überhaupt. Ist sicher les gemacht, vor allem kann man auch das zweite spielen, wenn man es in die Ferien mitnimmt oder so, kann man mal eine Runde Schach spielen oder Mühle oder weiss ich was alles drauf hat. Also es hat wirklich einen Haufen Spiel drauf, wo man auch das zweite und nicht nur alleine spielen kann. Dann seht ihr da als nächstes Neo Geo, habe ich da Alpha Mission 2, habe ich auch mal angespielt, aber habe nicht allzu viel gespielt. Ich habe es einfach mal ausprobieren, haben wir es drum mal gekauft, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Genre. Dann natürlich Metal Slug 1, 2 und 3. Das sind Legenden, die sind nicht immer so schlecht, aber ja, irgendwie bin ich gleich nicht so warm geworden damit. Ich weiss, das sind Kultklassiker bei vielen da draussen, bei euch. Bei mir wie gesagt, ich bin nicht so wirklich warm geworden. Wahrscheinlich ist es auch eher als Couch-Koop denkt, also dass man das zweite spielt, dann macht es unter Umständen auch noch ein bisschen mehr Spaß, würde ich mal schätzen. Dann haben wir ein Puzzlespiel, wo ein bisschen als Tetris angelehnt ist, auch vom Neo Geo. Ich glaube, zu selber Zeit hat sich jeder mal am Tetris oder am Tetris-Klon probiert. Da sind ein paar Stunden zusammengekommen bei dem Spiel schon, würde ich sagen. Und wenn ihr Tetris gern spielt, dann ist das Spiel sicher auch nicht so schlecht, aber ich kann euch warnen, es ist verdammt schwer und tricky an gewissen Stellen. Vielleicht mache ich dann sonst irgendwann auch mal eine Folge, wo ich ein bisschen in die Spiele einspiele, zumindest die ich installiert habe. Aber jetzt in dieser Folge mal sicher nicht. Dann gehen wir einfach mal ab, Astral Chain, da habe ich wieder physisch. Muss ich aber auch ehrlich sein, ich habe glaube ich erst etwa 2 oder 3 Stunden investiert, das einfach mal angespielt. Es sieht nicht so schlecht aus, es hat auch viel Action, es ist sehr actionlastig, und so actionlastige Spiele sind auch nicht unbedingt gerade mies. Dann haben wir Assassin's Creed, die Rebel Collection, sind 2 Spiele dabei, habe ich noch gar nicht angespielt, das ist mal Aktion gewesen, darum haben wir es mal gekauft. Ich habe gedacht, irgendwann einmal tun wir vielleicht gleich mal noch ein Assassin's Creed an, ja. Da ist ein riesen Manko, ich habe noch nie eins wirklich gespielt. Angespielt habe ich mal eins, aber durchgespielt habe ich noch keins von denen. Dann gehen wir doch einfach weiter. Double Dragon, ich meine, da ist ein Spiel, da muss man einfach mal gespielt haben. Da ist sicher Couch Corp ganz, was will ich sagen? Eben, es ist einfach cool zum Spielen, es ist gut zum Spielen. Und ich habe es halt schon auf den NES gespielt gehabt, vor allem das 2, glaube ich. Ich glaube, das 1 und das 3 haben wir gar nicht gehabt, aber das 2, und hat das eben immer relativ fleissig gespielt. Aber da möchte ich eigentlich auch nicht mehr allzu viel mehr sagen dazu. Den Among Us, der hat mich einfach mal Wunder genommen.
Hat, glaube ich, auch 4 Franken gekostet, oder 5 Franken. Ich muss sagen, ja, du, zum Probieren. Es ist witzig, es macht durchaus noch Spass, mal für zwischendrin. Bin aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich warm geworden mit dem Spiel. Ich spiele eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, die anderen Bohnen fast lieber, aber das geht den Namen nicht in den Sinn. Ja, also auf PC, also auf Steam. Ja, Fall Guys. Dort habe ich schon sehr viele Stunden drin versenkt und ich selbst spiele auch regelmäßig, ich würde sagen, alle Woche 1-2 Mal. Während Among Us, da habe ich, ja, ich glaube, eine Woche lang habe ich so mal jeden Abend so 2-3 Runden gespielt und irgendwann, ja, ist da mehr der Hype ein bisschen verpufft. Also, beim Among Us ist bei mir ehrlich gesagt gar nicht wirklich so ein Hype aufgekommen, wie jetzt bei Fall Guys. Fall Guys finde ich heute noch geil und ich spiele es auch heute noch gern und es hat auch immer noch Leute die es regelmäßig spielen, drum, ja. Dann All-Stars Food Racer, Früchte Racer, unscripted. Jetzt sehen wir mal meine Sprachfehler oder wie viel das ich sonst schon mal rausschneide. Habe ich auch physisch, habe ich dort mal wahrscheinlich viel zu viel gezahlt, weil mittlerweile hat es durchaus etwa mal einen Rabatt gegeben für die Digitalversion zum Downloaden, aber ist durchaus ein gelungener Fun-Racer, also ist sehr gut, hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, halt, weil Mario Kart auf der Nintendo-Konsole halt viel mehr gepusht wird. Aber All-Stars Food Racer, wenn ihr mal eine Alternative zu Mario Kart sucht, ja, ganz sicher nicht schlecht. Da habe ich auch so viele Stunden habe ich noch nicht drin versenkt und auch 3-4 Stunden, viel mehr nicht. Dann, ja, Memories of Old, da habe ich auch einfach mal angespielt. Es hat interessant ausgesehen. Es ist ein Indie-Titel gewesen, es war gerade Aktion gewesen. Ich weiss nicht mehr, wann ich gezahlt habe dafür. Sieht gut aus, ist gut gemacht, bin aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich warm geworden damit. Das gleiche zählt eigentlich für die meisten Spiele da rein, aber egal, wir machen es jetzt gleich einmal durch. Da Bad North ist ein Strategiespiel, wo ihr eure Inseln müsst verteidigen gegen andere Gegner. Hat sehr interessant tönt und ihr denkt so von Genre, ein bisschen Echtzeitstrategie und so. Wäre es durchaus etwas für mich. Ich glaube, ich hätte es mal für den PC müssen holen, weil ich komme mit der Joystick-Steuerung, ehrlich gesagt, bin ich nicht so warm geworden. Vielleicht ist es mittlerweile besser, vielleicht jetzt Updates geben. Ich weiss es nicht, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Wäre sicher wieder mal ein Versuch wert. Den Beach Buggy Racing habe ich auch Aktion gekauft, für 2-3 Franken, relativ wenig. Inhaltmäßig ist sehr groß, also hat sehr viel Inhalt für das bisschen, was ich dort gezahlt habe. Aber es ist auch sackeschwer, also da könnt ihr euch wirklich zäh ausbeissen, wenn ihr einen anspruchsvollen Racer sucht, dann ist Beach Buggy Racing sicher nicht einmal so schlecht. Dann Blossom Tales ist ein Zelda-Klon, also ein Link to the Past-Klon, so ein, wie sagst du dem, Top-Down, Action-Adventure, irgendetwas, keine Ahnung, da, wenn mit den Genres, müsst ihr mich auch nicht behaften, wenn ich da halt irgendwann mal etwas Falsches nenne. Ist ganz gut gemacht, ich bin auch, würde sagen, zu 3/4 durch gewesen. Und dann, glaube ich, immer beim Anfangsmenü kommt, oder kann man sich irgendwo verdrucken und sich den ganzen Spielstand löschen. Und da habe ich leider geschafft, weil ich sehr intelligent bin und teilweise einfach drauf losdruck. Und seither habe ich nicht können überwinden, zum nochmal anfangen. Aber ich würde sagen, da sind schon ein paar Stunden schon zusammengekommen. Und würde ich auch wärmstens empfehlen, wenn ihr Zelda-Fans sind. Natürlich sowieso durchaus ein Spiel, wo man mal dürfte einschauen. Denn, wie spricht man das wirklich aus da? Level Default 2, keine Ahnung, wahrscheinlich noch komplett falsch. Ist von Square Enix und hat mich auch einmal Wunder genommen. Ich habe es auch angespielt, ich habe glaube 3-4 Stunden gespielt, bin aber auch nicht wirklich warm geworden. Wieso auch immer, es wäre eigentlich ein RPG, aber mit rundenbasierten Kämpfen. Aber irgendwie ist gar nicht so wirklich mies gewesen. Vielleicht probiere ich es irgendwann wieder, vielleicht werde ich gleich mal noch warm damit. Ich habe es ja in der physischen Form, daher läuft es mir ja sicher nicht davon. Dann Boal, da habe ich auch mal gekauft, was Aktion war.
ist relativ düster und hat irgendwie ein bisschen etwas von Bomberman. Und darum habe ich gedacht, ja, kaufst du das, weil es ist wirklich eine Aktion, glaube für unterm Franken hat man sie mal bekommen. Und darum habe ich mal geschaut, habe ich aber auch nicht wirklich viel gespielt. Den Bubble Bobble, oder Bubble Bobble for Friends ist weiß nicht, Remake, Reboot oder halt eine Neuauflegung von Bubble Bobble von der NES, und selber auf der NES habe ich gerne gespielt, darum haben wir da das Spiel auch müssen holen, und vor allem da kann man das vierte spielen, das alte auf der NES hat man noch das zweite können spielen. Ja, halt Nostalgie, darum haben wir es gekauft, und das ein oder andere Stündchen habe ich sicher auch schon mal reingeschaut und reingespielt, und ja, es ist halt Bubble Bobble, also viel falsch, also wenn man Spielprinzip da jetzt mal nicht mögen und immer noch drauf steht, kann man nicht so viel falsch machen mit dem Spiel. Würde ich jetzt sagen, ist meine Meinung zumindest. Dann haben wir da Collection of Mana, da sind glaube 3 Spiele drin. Und da müsste ich auch zu meiner Chance sagen, ich habe auch noch keins von denen wirklich durchgespielt. Das eine oder das andere habe ich schon angespielt. Irgendwie ist auch der Zeitpunkt nicht der richtige gewesen. Ich glaube, es wäre ein Spiel für mich, wirklich, aber da müsste einfach der Zeitpunkt noch passen. Dann Cluster Pack 99, da ist sehr gelungenes, unterhaltsames Partyspiel, wo aber leider keinen Online-Modus hat. Gut, vielleicht gibt es mittlerweile, ich vermute jedoch eher nicht. Da könnt ihr auch eure eigenen Maps erstellen und so, und eigentlich sind da irgendwie so ein Böck, wo irgendwie ein Ball muss irgendwo in ein Goal schiessen, und da verschiedene Hindernisse meistern oder so, habe ich auch ein paar Stunden gespielt. Ist eines der ersten Download-Spiele gewesen, die man gekauft hat. Ist auch Aktion gewesen und hat auch nicht allzu viel gekostet. Ihr seht schon, ich bin da ein bisschen mehr der Schnäppli-Seller. Auch wenn ich halt etwa mal ein Schnäppli kaufe und ich dann halt nachher nicht wirklich so viel spiele. Aber, ja, das ist halt wie im echten Leben. Man kauft sich dort auch zwischendrin oder etwa mal irgendetwas, wo man dann halt nachher nicht wirklich viel braucht. Dann Clouds and Sheeps 2 ist herzig gemacht. Ich weiss gar nicht mehr, um was das gegangen ist. Ich glaube, ihr müsst schauen, dass es eurem Schaf gut geht, und dann tut sich da weiter vermehren. Das ist so wie eine kleine Farm. Aber halt die 2,5D gehalten und wirklich viel Inhalt hat's auch nicht. Ist auch mal Aktion gewesen, habe ich auch einfach mal reinschauen. Ja, würde ich nicht mehr kaufen, aber ja, jetzt habe ich es halt. Müsst es wieder mal abladen, sehe ich da, wenn ihr es wirklich dort oben seht, dann seht ihr, aber ich habe es gar nicht installiert im Moment. Dann Captain Tsubasa, habe ich auch einfach mal reinschauen, weil ich bin ein riesiger Kickers und Captain Tsubasa Fan gewesen zu der Jugendzeit. Da habe ich aber auch noch nicht gewusst, dass es eigentlich Animes sind, aber trotzdem halt gern die Fußball japanische Trickfilme geschaut, halt eben Animes, und da habe ich gedacht, ja mal, vielleicht wär's warm, vielleicht ist etwas für dich, weil ich habe früher schon etwa mal ein kurioses Fußballspiel gespielt und hast dann eigentlich gleich noch gut gefunden. Ja, bis heute nicht, nein. Ich habe auch noch etwa 2 oder 3 Stunden gespielt und dann habe ich es wieder auf die Seite gelegt. Leider. Vielleicht. Weiss es nicht. Ja, irgendwann probiere ich es dann sicher wieder mal, aber wahrscheinlich nicht mehr da, ja. Dann Captain Toad Treasure Tracker, da habe ich vor allem auf der Wii U viel gespielt. Auf der Switch habe ich es noch nicht durchgespielt, aber ich habe da auch schon ein paar Stunden investiert. Wenn ihr Puzzler, ja, wenn ihr gerne Puzzler spielt und halt gerne etwas habt, wo ihr mit der Freundin oder Bruder oder Schwester spielt, wo nicht so viel spielt, also ist nicht so ein anspruchsvolles Spiel, müsste man noch sagen, dann ist da durchaus ein Spiel wo man könnte in eine Kategorie schmeißen für jedermann. Würde ich jetzt einfach einmal so in den Raum hineinwerfen. Dann, da, Crypto of Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Hat mich auch einfach einmal Wunder genommen, da ist ein RPG-Spiel mit Soundsystem, wo ihr euch eigentlich quasi zu der Musik müsst bewegen. Habe ich auch mal angespielt, bin auch nicht wirklich warm geworden damit. Ja, aber ich denke, das eine oder das andere Zelda-Spiel habe ich eigentlich auch schon gespielt, darum, ja, probier's mal. Ist aber nicht so wirklich mies gewesen. Crash Bandicoot Trilogie habe ich auch
noch nie, also ich habe eigentlich noch keins von denen wirklich durchgespielt. Und auch immer noch nicht. Aber ich denke, da gehört einfach rein. Und das gleiche ist natürlich mit dem Team Racer, Crash. Ist ein Fun Racer, hat mich Wunder genommen, habe ich ausprobiert. Bin aber nicht so wirklich warm geworden. Also da hat mir da der All-Star Food Racer viel besser gefallen, ehrlich gesagt, als der Crash Bandit Team Racer. Aber, ja, wegen dem haben wir gleich mal gekauft da. Dann Deponia. Da ist wie sagst du, ein Wimmelbild? Nein. Point-and-Click-Adventure, glaube ich eher. Ist auch eine Aktion gewesen, hat mich mal Wunder genommen. Habe ich auch einfach nur angespielt, nicht wirklich durchgespielt. Ist aber witzig. Ich treffe eigentlich mehr oder weniger ein bisschen meinen Struben Humor, den ich wo ich zwischendrin habe. Und eben, wenn es mal Aktion ist, kann man da auch nicht allzu viel falsch machen mit dem Spiel. Denn The Art of Cooperation. Ich glaube, zu dem Spiel muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Ich habe das Let's Play auf dem Kanal, ist vom Schweizer Game-Entwickler Studio, ich glaube, die sind in Zürich daheim oder so. Ist gut gemacht und als Couch Co-op natürlich auch super. Dann Donkey Kong Tropical Freeze, ein Klassiker, wo man einfach muss haben. Habe ich aber auch nicht durchgespielt. Nein, habe nicht durchgespielt. Dragon Quest ist auch so zeitintensiv, da wage ich mich eigentlich fast kaum an. Ist zwar ein gutes Spiel, hat auch gute Wertungen, aber ja, irgendwie bin ich nie so wirklich Dragon Quest Fan gewesen oder nie wirklich warm geworden mit der Serie, aber ich denke, ich muss es gleich mal holen, schaust gleich einmal rein, probier's gleich wieder einmal. Im Moment liegt es auf der Seite, aber ich werde sicher irgendwann einmal, wenn wieder ein bisschen mehr Zeit verfügbar ist, wieder mal anspielen oder ausprobieren. Dafür habe ich umso mehr gefreut auf Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster Edition. Da, wo es rausgekommen ist, habe ich sehr gerne gespielt. Online sind viele Leute rum gewesen. Mittlerweile, wenn du online spielen, sind nicht mehr so viele Leute rum, aber ich hatte das Spiel für den Gamecube und habe nie Möglichkeit gehabt, um es mit 4 Spielern zu spielen, weil man den 4 Game Boy Advance gebraucht hat und bla 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 und bla bla bla. Darum finde ich es geil, dass für Switch und auch für den PC ist, glaube ich, auch noch rausgekommen. Dass man es können nachholen und ich glaube, ich bin nicht ganz durch, aber so viel fehlt mir nicht einmal mehr. Ja, den FIFA 18. Ja, zwischendrin wieder mal ein FIFA spielen tue ich halt gern, aber die neueren Teile haben wir nicht mehr so holen, weil da ist Abzocke, was da machen, weil eigentlich könnt ihr genau das FIFA 18 spielen und dann habt ihr auch das FIFA 21 daheim, also ja. Dann Fader ist ein Vogelflugsimulator, ist vom Spielinhalt nicht allzu gewaltig, aber ist sehr relaxend, also ist sehr, beruhigend. Werde ich wahrscheinlich dann irgendwann einmal, wenn ich wieder mal nicht weiss, was ich soll machen, ein kurzes Let's Play machen dazu, also Let's Play einfach eine Folge mal ein bisschen reinschauen. Habe ich ganz cool gefunden, ist gut gemacht gewesen, haben wir gekauft, auch mal, was Aktion war. Und wenn er eher mal ein bisschen etwas Ruhigeres oder Beruhigendes braucht oder halt schon immer mal hin will ein Vogel sein, der ein bisschen durch die Lüfte fliegt, sicher nicht schlecht. Gut, Vollpreis würde ich wahrscheinlich nicht zahlen dafür, aber wenn es mal Aktion ist, ja, ist mal etwas anderes. Den Fast AMX ist für viele der inoffizielle F-Zero Nachfolger und ist, glaube ich, vom deutschen Entwicklerstudio. Habe ich auch vor allem auf der Wii U relativ viel gespielt, auf der Switch nicht mehr so. Aber das eine oder das andere Stündchen habe ich auf der Switch sicher auch schon gespielt. Dann Evoland Legendary Edition. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, da ist das Spiel, wo euch mitnimmt auf eine Zeitreise oder Zeitreise von den RPG-Games wirklich vom Anfang bis zu der heutigen Zeit, wo erfahren die irgendwo im 2D an, irgendwann kommt ein Kampfsystem, wo dazu kommt und irgendwann sind dort ein halbwegs 3D und die Grafik wird besser und es ist nicht mehr verpixelt und ja, also durchaus unterhaltsam. Dann Mahjong, weiß nicht, wenn ihr Mahjong kennt, das sind da die Steine, das ist so ein bisschen
wie sagst, Memory, einfach mit dem das Teile siehst und nur die Teile darfst wegnehmen, die richtig frei liegen. Ja, ist halt auch ein Spiel für zwischendrin, hat sicher auch mittlerweile ein paar Stunden gesehen. Und dann, ja, würde ich sagen, habe ich relativ viel geredet, dann würden wir das nächste Mal ein bisschen weiter unten weitermachen. Also wäre das Teil 1 gewesen und ich hoffe, dass ich möglichst schnell die Finalfolge von Pokémon Snap kann anliefern. So, also da wäre jetzt einfach mal so ein Versuch gewesen für zwischendrin, ganz eine blöde Folge nicht, aber ganz eine experimentelle Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, wir sind dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Keine Ahnung, wenn Teil 2 wird kommen, aber sie wird sicher irgendwann einmal der Fall sein. Unter Umständen ist dann auch schon wieder ein Haufen anders dabei. Wer werdet es sehen? Lasst euch überraschen. Vielen Dank und man hört sich.